Moie leiwalle Goeten. Mein Numm ass Jerome Lulling, an e Loléieremmer e bësse Letzebäuerch. Am enger Rubrik Retro schwätze ma haut iwwer en Artikel aus der Revue vom 23. Februar 2021. Es schon 1995 mam Letzebäuerchen ugefangen, 2021 dun den echten Artikel iwwer vu ménger Projekten, anzwa d Videospiel Chase op de Fehler. Erste PDF vom Artikel, dann gehen wir mal raus. Und da losen wir uns den Artikel vorlesen, weil er ist ganz auf Deutsch. Und dann weisen ich euch noch ein paar Beispiele, wo ich mich inspiriert habe, für das Videospiel zu entwickeln. So, dann mache ich mein Mikro mal aus und dann lauschen wir. Revue-Artikel 4 Zeckhafen-Link. Revue-Artikel, PDF, klicken, schießen, lernen. Jerome Lulling ist Sprachwissenschaftler und begeisterter Retro-Spiele-Fan. Mit dem Shoot-'em-up Scheiß ob de Fehler hat er beide Welten kombiniert. 10 Level, Leser, Bomben und Grammatikfehler. Mit Scheiß ob de Fehler gibt es seit kurzem ein Shoot-'em-up auf Luxemburgisch. Und das wurde nicht von einem Informatiker, sondern von einem Sprachwissenschaftler entwickelt. Jerome Lulling liebt Retro-Videospiele und die Luxemburger Sprache. Warum also nicht beides kombinieren und ein eigenes Spiel entwickeln? Als der Charge de Cours sich zwecks Weiterbildungen vergangenes Jahr beim Institut National des Lang, INL, anmeldet, entdeckt er die Welt der multimedialen Unterrichtsmöglichkeiten. Lulling, der schon seit seiner Kindheit Videospiele liebt, ist die Begeisterung anzuhören. Die animierten PowerPoint-Kurse und interaktiven Tafeln, auf die ich im INL zurückgreifen kann, sind einfach unglaublich faszinierend. Da ist mir bewusst geworden, welch großes Potenzial diese Technologien, aber auch Videospiele, haben können. Die neuen Generationen kennen das ja nicht anders, aber als ich 2003 Luxtico, ein luxemburgisches Online-Wörterbuch vorgestellt habe, wurde das mit Skepsis beäugt. Damals waren die Technologien von heute noch weit entfernt davon, akzeptiert zu werden, erzählt Jerome Lulling. Weil das heute anders ist, will der Sprachwissenschaftler und Lehrer diese Möglichkeiten ausschöpfen. Fremd ist ihm die Online-Welt nicht, hat er doch bereits mehrere Projekte ins Leben gerufen, etwa den ersten Spellchecker 2001, Videokurse auf YouTube 2008, Luxtico, ein Online-Wörterbuch für Luxemburgisch sowie Online-Übungen auf Exercis Lu 2019. Einen kleinen Einblick in die Welt der Computerspieleentwicklung konnte er zudem durch sein Mitwirken an Comboling, einem Logikrätsel. Dem ersten luxemburgischen Spiel, gewinnen, allerdings habe ich damals nur die Spielidee und die Texte geliefert, um den Rest kümmerte sich ein Informatiker, erklärt er. Ein Spiel allein zu programmieren, das sei schon eine ganz besondere Herausforderung. Mehrere Ideen gehen ihm durch den Kopf, für eine entscheidet er sich, ein Spiel, mit dem man Luxemburgisch trainieren kann. Die Basis, das Spielegenre Shoot-'em-up, zerschieß sie, kurz Schmupp. Das Prinzip, Objekte abschießen und damit Reaktionen auslösen. Wie die Konsequenzen von Fehlschüssen aussehen und welche Elemente er einsetzt, um diese auszulösen, steht ihm frei. Während seine Lieblings-Retro-Spiele, etwa Bombjack 1984, Beachhead 1985 und Space Invaders 1978 als Inspiration dienen, muss er sich die technischen Details erst aneignen. Er beginnt sich zu informieren, findet im Netz GDevelop, ein Programm, mit welchem man Spiele in 2D aufbauen kann. Ähnliche Tools gibt es auch für 3D-Projekte, doch 2D sei für den Anfang einfacher zu handhaben, schmunzelt er. Zahlreiche Forenbeiträge und Tutorials später geht es ans Werk. Eine knifflige Angelegenheit,
Mal funktioniert es mit dem Platzieren der Elemente und den Abläufen, mal nicht. Learning by doing eben, lacht er. Wer nun auf seiner Webseite www.bonjour.ulu auf einen Link klickt, gelangt zu seinem Werk, das seit Ende Dezember kostenlos verfügbar ist. Das funktioniert so: Auf dem Bildschirm sind mehrere Wortgruppen und kleine Sätze eingeblendet, manche von ihnen sind nicht korrekt, die müssen weg. Ein Beispiel: Die Wortgruppe Engrotschal ist falsch, also muss der Spieler mit der Laserpistole auf diese zielen. Trifft man, verschwindet sie und eine Explosion wird ausgelöst. Wird jedoch eine korrekte Wortgruppe getroffen, gibt es ein kleines Feuerwerk und die Gruppe bleibt stehen. Ein Zähler registriert alle Treffer und Fehler. Sind alle Fehler abgeschossen, geht es ab ins nächste Level, derzeit gibt es 10 davon. Von der N-Regel über Plural bis zur Syntax, mit den Leveln wächst auch der Schwierigkeitsgrad der Übungen. Die Korrekturen werden allerdings nicht im Spiel angezeigt, die gibt es in weiteren Videos, das wäre sonst zu unübersichtlich geworden, so der Autodidakt. Bei Scheiß ob de Fehler geht es aber nicht allein darum, grammatische Fehler zu erkennen. Pro Level stehen einem nur 10 Schüsse zur Verfügung, und so muss auch auf einen sparsamen Einsatz der Munition geachtet werden. Zudem schwirren Retro-Elemente wie Entchen und Bomben durch die Gegend, die abgeschossen werden können oder müssen. Wird das Männlein mit der Laserpistole von den Elementen getroffen, wird eine 10 Sekunden lang dauernde Werbung eingeblendet. Passend zum Thema für luxemburgisch Bücher, die der Charge de Cours veröffentlicht hat. Mittlerweile betrachtet der Videospielfan die vielen Games, die er auf den unterschiedlichsten Plattformen daddelt, mit anderen Augen. Ich schaue mir die Szenen viel genauer an, etwa die bildlichen Übergänge, die Bewegungen der Figuren und die Textkompositionen, fährt er fort. Um herauszufinden, wie sein eigenes Spiel ankommt, hat er es im Bekanntenkreis testen lassen und später auch seinen Schülern zur Verfügung gestellt. Die Reaktionen: gemischt. Die einen waren begeistert und haben mich irritiert gefragt, ob ich das tatsächlich allein programmiert habe, andere trainieren ihre Kenntnisse dann doch lieber auf analogen Wegen, sagt er. Dennoch stellt er klar, das Spiel eignet sich perfekt zum Trainieren, zum Erlernen der Sprache reicht es allein nicht. Das Ziel, Spaß beim Luxemburgisch Training zu haben, ist allerdings nicht das einzige, das er mit dem Spiel erreichen will. Andere dazu inspirieren, selbst aktiv zu werden, das sei eigentlich seine größte Motivation, immerhin gibt es kaum Spiele und Programme auf Luxemburgisch. Warum gibt es immer noch kein Siri auf Luxemburgisch oder eine Grammar Checkup für Luxemburgisch, wundert er sich. Es gäbe zwar bereits engagierte Luxemburgisch-Begeisterte, die wie er auch auf YouTube Sprachkurse geben, aber das müsste doch noch besser gehen, findet er. Scheiß ob de Fehler soll ein Anfang sein. Bisher ist sein Schmupp, das kostenlos ist, 1600 Mal angespielt worden, kürzlich hat es auch ein kleines Update mit neuen Elementen verpasst bekommen. Ob und welche weiteren Neuerungen kommen werden, kann Jerome Lulling noch nicht im Detail sagen, wohl aber, dass da noch viel Raum ist für weitere Levels und neue Herausforderungen. Text: Cyril Kadamoro Fotos, Julien Geroy, Edith Press, Jerome Lulling Link, www.bonjour.lu. Voilà, dat waret. Also, Madame huet immer Scheiß op de Fehler gesot, mit das net Scheiß, das Chase. Das eben die deutsche synthetische Stimme, die erkennt die letzte Woche Stiftung nach net. Wir waren all gespannt, ob so eng synthetische Stimme für die letzte Woche ist. Dann wollte ich erst den Artikel weisen mit den Fotos, also hier sind die Fotos, die im Artikel waren. Du siehst da, dass der Commodore 64, den ich da umschaue, der war wohl nicht geschlossene Computer. Das war just für Retro-Element auch visuell durchzustellen.
Dann einen kleinen Text von der N-Regel bis zur Syntax. Mit den Leveln wächst auch der Schwierigkeitsgrad der Übungen. An ein Screenshot vom Spiel, Chase op de Fehler, oder dann der Level 1 von 10. Und du musst da 5 Fehler für die chasen. Und der hat 10 Schüsse zu gut. Da sind Tinten an Bomben, an die dürfen erst nicht berühren. Voilà, das waren eigentlich die ganzen Artikel. Der könnt die Revue auch kaufen, hi, bei isu.com. Das war damals eine Revue, die war ganz am Zeichen von der Lützebauer Spruch. Also sind noch andere Artikel über als Spruch. Und ich war natürlich immens hilfreich, dass sie da auch mein Videospiel vorgestellt haben. Vielmals merci nach einkehr. Und dann, ja, wenn das Spiel du willst selber spielen, dann geht einfach auf bonjour.lu und hier jetzt Chase op de Fehler. Oh, ganz neu, also noch nicht mehr. Das sieht dann so aus. Wir können noch einkehr den großen Ekran ausschalten, so. Da könnt ihr hier den Niveau rauswählen, 1 bis 5 oder 6 bis 10. Wollen wir mal 1 bis 5. So. Und dann hat er hier Fehler. Fisch, ein Feld wäsch, voilà. Mein Bomi, das ist natürlich mein Bomi. Hier könnt schon Bomben. Pass auf der Laser ob. Ja, schon 3 Schuss geschossen. Das sind Distrakteure, ne? Dinchen auch. Up, nach einkehren, so. Und dann, was tun ich hier? Ein Dire House, ja, das sind die Wortgruppen. Haus ist natürlich 6, dann ist es ein Dire House. So, muss dann noch 2. Ein Baum, nicht ein Baum. Ein Haus, nicht ein Haus. Fantastisch, alles richtig. Ja, los sind wir am 2. Level und da geht das immer so weiter. Dann der fand auch auf YouTube Tutorials, wie ein Spiel soll spielen. Und da wollte ich erst heute nachweisen, wo ich mich inspiriert habe. Das heißt also das Spiel Space Invaders aus dem Jahr 70. Und da seht ihr zum Beispiel hier oben, seht ihr ein UFO und da könnt ihr darauf chasen, aber mehr könnt ihr kein UFO, mehr Fehler. Mehr ist es nicht. Oder den Kanon, die bewegt sich. Bei mehr bewegt sie sich nicht. Eine andere Inspirationsquelle war Beachhead, das ist ein Kriegsspiel. Ich meine, das war von 1985, um Commodore 64. Da der halt Kanon und da muss er da auf die schwarze Küste schießen. Aber der Level ist schon fertig. Wo ist das dann? Du hast dann den. Da, voilà. Zack, zack, du musst auf die weiße Küste schießen. So. Und auch Beachhead 2 hat mich ganz sicher am Innerbewusstsein inspiriert. Da hat einen Kanon und da kommen dann Soldaten. Und die Kanon, die kann auch just links rechts schießen, aber sie kann sich nicht bewegen. Voilà, und da schießt er da auf die armen Soldaten. Und das war auch von den ersten Spielern um 64, wo eine Stimme hören hat. Enfin, ganz grausam. Ja, und dann das letzte Spiel, was mich beeinflusst hat, das war ganz sicher Bombjack. Und da hat er eben dann die Bomben. Aber hier muss dann nicht auf die Bomben schießen, aber der muss die Bomben sammeln. Weil hier sammelt sie lo, wenn der Bomben all angesammelt hat, dann hat er den Niveau gepackt. Und da kommt er auf den 2. Level. Und auch hier sind Distrakteuren, also kein Intischer, mehr sind das so Männischer, Bullen und Villager. Und die dürfen erst nicht berühren. Weil wenn sie erst berühren, dann hat er einen Menschen verloren. Hier links sieht er 3 Männischer. Und der könnt auch da gesehen, dass da Hintergrundgrafik gesehen. Genau wie bei Chase op de Fehler, aber hier ist ein Pyramid an der Sphinx. Aber wenn ich an die nächste Level gehe, du hast dann zum Beispiel ein Schloss oder hier, das ist da wohl zu Athen.
da hat also alkes ein anderes Hintergrundbild an auch dat war sicheren Aufschluss. Voilà, sie bestimmt ein anderer Spieler, du Maniacs war auch so mit Hintergrundbilder. Ich meine, das war da wohl schon nicht, also nach einkehr einen ganz speziellen Merci und Cheryl Kadamuro und Julien Garoy. Das war immens, das Dolo. Andere Revue, 2 Seiten auch noch. Ein Artikel war über mein Videospiel Chase op de Fehler. Und das war es auch schon nicht. Nach viel mehr so Übungen fand ihr auf meiner Internetseite exercice.lu. Theorie dazu fand ihr auf grammaire.lu. Ich bin auch auf Facebook und auf YouTube. Und danach mein Bücher, Verbentabellen auf Letzebäuerisch und 170 Witze auf Letzebäuerisch. Vielmals merci für Ihre Aufmerksamkeit. Bis hoffentlich geschwind. Au revoir.